Vandaag ist sie eine ganz andere Person. Sie schreibt ein Buch mit der Überschrift From Pain to Paradise, von Weidorg nun Paradies, wat de Geschichte van onze eerste jaren van bevrijd zijn en wo Gott van zelfsthals en leen zelfs wird geraad heeft, vertaald. Dat boek kost op Marriage Today ihre Internetsite kijken. Nu Gott zijn woord nu, hält Gott so viel van die, dat hij zijn einzigen Sinn schickt, voor die om Kreuz te sterven. Wann du ein Kind Gottes bist, wirst du die einen Tag mit Jesus befrieren, als Port von der Brut, der Kirche. En wann du gut genug bist für Jesus, glaubst du nicht, dat du einen gereichten, jettlichen Ehemann wird bist? Diese Wahrheiten geben die nicht das Recht, die von denen je in werten Mann zu scheiden. Aber mag deinen Ehemann sein verdorvendes Verhalten nicht mehr mählich. Du bist wat betert wird, en hij auch. Dat wir dann, als Karen leibend je in mir Abstand, als der Herr anfängt zu heilen, würde ich die Richtung von unserer Ehe verändert wird. Solange sie willig wir mich dominieren zu lassen, würde ich damit nicht abhören. Ich danke Gott für den Tag, als sie für sich selbst und für unsere Ehe abstand. Die mählich machende Ehefrau wird normalerweise ihre Kinder ihr verdorvendes Verhalten auch mählich machen. Verdorvende Neigungen en die Kinder zu erlauben, die so zu feilen, als wenn das an deinem Heim und an deiner Familie an die fehlt, als ein derer Weg, deine eine Wunden zu pflegen. Glaub Gott sein Wort für die selbst und für deine Familie. Wenn du das tust, wirst du bei deinen Kindern nicht immer hoch angesehen sein, aber bei Gott ja. Lothar im Leben waren deine Kinder die danken für ihren sehr genug Leben, ihn mit Leib zu belehren und nicht zu ihm zu sagen, wann das neidig wäre. Nummer 2. Ein verdrehter Weg von Leib sein. Eine Frau, die ich rot gegeben hat, wohnt in einem Heim mit einer dominierenden, missbrauchenden Mama. Sie sagt zu mir mit Tränen an den Augen, dass ihre Mama ein harter, gesetzlicher Belehrer war. Daher hat sie am jungen Alter geschworen, dass sie ihre Kinder niemals so abtragen würde, als sie abgetragen hatten. In Übereinstimmung mit ihr innerlichen Versprechen wird sie sich irgendein Problem, was sie an ihre Kinder oder ihren Ehemann sagt, zu kritisieren oder zu stahlen. Wenn sie auch einen wachsenden Ohr feilt und ein Gefühl hat, dass ihr missbrauchender Ehemann und ihre rebellische Kinder je in Art übertreten deuten, hat sie entschlossen, dass es ihr Problem sein muss. Sie kam Rot zu holen, zu sein, wo sie lehren kann, ihren Ohr und ihre Depression zu überwinden. Als ich mit dieser früh verteilt und ihr zu helfen versucht, leide ich ihr erstens an, ihr innerliches Versprechen zu brechen, was sie sich selbst das Kind gemacht hat. Ich teile Matthäus 4, Vers 34 bis 37 mit, ihr zu wiesen, dass wir nicht zu oder bei uns selbst oder irgend andere schweren sollen. Ich erkläre dass sie geschworen hat, nicht so zu sein als ihre Mama, hat sie nicht bloß ihre Mama gerecht, aber sie hat auch unabhängig von Gott gehandelt. Nachdem, dass sie die Gefahr von innerlichen Schweren verstanden und den Schwur aufgesagt hat, erkläre ich die Natur von wirklichem Leib. Ich teile Hebräer Kapitel 12 mit, was Gottes Wort sagt, dass jeder einem, was läuft, belehrt, und wenn wir nicht von ihm belehrt worden, so wir nicht seine Kinder. Ein anderer wird, Leib wird nicht bloß durch Pflege und Freundlichkeit bewiesen, aber auch durch jeden wird abstoßen und Treichstahlen. Das Problem mit dieser früheren Mama war, dass sie ihre Tochter ein verwinstet und falsch arbeitendes Beispiel gegeben hat. Sie hat ihre Mama ihr verdorvendes Verhalten gesehen und das als falsch beurteilt, und daher hat sie nur die andere Seite übergeschwungen. Ihre Heilung kam, indem sie ihre Mama vergab und ihr innerlicher Schwur aufsieht und von der Schrift lehrt, dass Leib durch ein Gleichgewicht von Annehmen und Treichlehren bewiesen wird und nicht bloß entweder ein oder das andere. Wenn du wirklich glaubst, dass du deinen Mann liebst, indem, dass du ihm das erlaubst, sich selbst zu verdorben oder die in deine Kinder zu missbrauchen, dann bist du verführt. Wenn du auch nicht je in deinen Ehemann singen sollst, sollst du ihm ein Leiber stohnen und die Wehren mit am Taub an sein Problem teilzunehmen. Indem, dass du das tust, bist du gar nicht rebellisch und hältst deine Leib gar nicht träg. Du leibst am sehr genug, ihm davon aufzuholen, dass er sich selbst und die, was am sind, nicht verdorft. Nummer 3. Angst für Verschmähten worden. Verschmähten sein ist ein von den schlimmsten Weidorg, was eine Person im Leben erfahren kann. Angst für Verschmähten zu sein ist allgemein ein von unseren tiefsten Ängsten. Einzige Frühes waren nicht durch Söhne, was es möglich machen, dass sie einen Lehen Selbstwert haben oder Leib nicht recht verstehen. Sie waren dort, wegen sie Angst haben, verschmähten zu werden und allein zu bleiben. Daher holen sie Missbrauch uit und lassen ernste Probleme bei ihren Mannen in geleibte Tag.
Während es dort stel zijn dat ticket om je lijf en angenomen te zijn, oder dat es wens de prijs om niet alleen te zijn. Nog einmal zei ik, Angst komt van dievel. Wanneer dat niet een gezonde furcht is, ihr furcht en anerkennung voor God, dan drift Angst die nu, dat Rechte te doen. En steht Angst te hebben voor wat mensen doen worden, wanneer du ihnen de waarheid sagst, en nicht aanwilligst om ihre zin mehlig te maken, sto op en hab Glauben an Gott. Sogar wanneer du verschmeten wirst, glaubst du nicht, dat Gott groot genoeg is om die te beschützen en te belohnen, wanneer du dat deist wat recht ist? Hij wordt. Wanneer we ook alle die leven zullen wat rammend zijn en gnädig zullen zijn te eind, komt er eine tijd, wo we nicht mehr mitgehen können. Als dat nu eine Sünd, Missbrauch oder Gottlosigkeit ist, Gott ist unsere höchste Autorität. Hij wird uns keinmal verschmieden für das Rechte gedonen te haben. Krijgt dat je in der so. Ein Don't wat Menschen donen oder dreiben te donen, Gott wird am onzethalven machtig arbeiten, wann wir unseren Glauben bloß auf arm saten. Nummer 4. Das passive, phlegmatische Temperament. Viele früher sind mit einer sehr gemütliche Persönlichkeit geboren. Früher mit zo'n phlegmatische Temperament sind allgemein sehr annehmend und holen viel uit. In Wirklichkeit ist eine sehr starke Sied von dieser Persönlichkeit dort, dass sie in ihre Verhältnisse sehr treu und feinfühlend sind. Wenn die früh mit so einer Persönlichkeit auch die Möglichkeit für die befasste Verhältnisse haft sie auch die Möglichkeit, eine Möglichmachende zu sein. Dieselbe nate und freundliche Neigungen an die phlegmatische Persönlichkeit, wat von Natur leicht andere annimmt, ist auch dieselbe Natur, wat andere nicht je in ewer steht, wann das daran fehlt. Die früh mit ein passives, phlegmatisches Temperament soll ihre starke Sieden brucken um zu leben, und zu derselben Zeit auch lehren, für sich selbst abzustonen und an Leib die Wahrheit zu sagen, indem sie ihre wirkliche Gefühle uitdrückt. So kann die phlegmatische früh beides sein, ein treuer Partner und zugleich auch ein starker, aktiver Partner. Die dritte Sort von verdorvende Ehefrüh, die aufgelangte Früh. En groet ze ook de ältere Frühes, dat sie sich ihren Hoofd abvieren, zoals dat heilige toekent. Sie zullen nicht Plüderie driven, ook nicht om Wien verskloofd zijn. Sie zullen andere goudet leren. De ältere Frühes zullen de jonge ermoetjen, ihre Mannen en kindje goud te zijn, gescheit en vriendlich te zijn, reinem Charakter, sich beherrschen, ihre Huisarbeit verrichten en ihre Mannen ungedaan zijn, dat über Gott sein Wort nicht gelastet wird. Titus 2, Vers 3 bis 5. Joanne wie eine kranke Früh, wat durch ihr ganzes Leben mit Hürge gelebt hat. So schwind als sie an meine Offizieren staubt, sag ich, dass sie wisst, was sie will, und sie gut uitspreken kann. Nachdem, dat wir uns begeist hadden und wat allgemein vertalt hadden, um dat Eis zu breken, vroeg ich Joanne ihr Verhältnis mit ihren Ehemann, Al. Joanne wie eine sehr oprechte Früh, und daher wird das eine leichte Sache, das Problem zu finden und eine Lösung für ihre Schwierigkeiten zu finden. Nur Joanne ihre Ansicht hadden sie und Al keinmal ein sehr nahes Verhältnis gehabt. Al wie eine Lehranstalt gewesen, als sie sich befreit hadden. Nachdem, dat hij van de Gesatzschule graduiert had, werd hij Teilnehmer an einer Aufgutsfirma en wir von voets an sehr druk gewesen mit nab te komen. Wann Joanne ook finanzielle Sicherheit hat en eine Gesellschaft alles hat, wat eine frühe Traum sein kann, wird er eint, wat sie nicht hat, ihren Mann seine Aufmerksamkeit. So schwindet sich all seine Aufgelangenheit entdeckt, frug ich Joanne, wo sie in ihrer Ehe mit dieser Einstellung umgegangen hat. Sie antwortet, dass sie sich am Anfang von ihrer Ehe vorhin darüber gestritten hatten, wo viel Zeit hij von Tüs war. Sie hat ihm ihre Gefühle mitgeteilt, und wenn er auch Versprechungen gemacht hat für die Zukunft, scheint die Jehen wird niemals zu ändern. So lehrt sie sich dort beschäftigt zu bleiben, um nicht so viel weitergehende zu erfahren. Joanne beschäftigt sich voll mit ihren Kindern, Freunden, Familie, gesellschaftliche Dreckigkeiten, freiwillige Dienste und Kirche. Sie wie eine Gesellschaft bekannt, dass seine Wort in vielen Hinsichten viel beidrug. Das Problem bleibt aber da. Ihre Dinge, was sie deut, wären eine Erstattung für ihren Ehemann seine Leib, und das schafft aber auf keinen Weg. Al sündigt gegen Joanne, indem er seine Schule und Arbeit vertrag in seinem Leben. Joanne drückt die Sinn wieder, indem sie ihr eigenes Leben fällt mit Dingen, was davon auflenkten. Behold dat, Sinn leist kein Problem. Die mag die bloß wiedergehen.
Wann durch eine gute Erklärung wie über die Ursache, wieso Joanne sich mit anderen Dingen so druk macht, wie dat danach eine falsche Entscheidung. En er steht, dat zij te al zijn Entscheidung so antwoordt, hat Joanne ihr Hart sollt nur all gedreht holen und auf einen göttlichen Weg gehandelt und gebet haben, dat de haar am Trag lehren soll. En da steht, dreht sie ihr Hart von all weg und beschäftigt sich verfall mit anderen Dingen, en keiner wie gebleven om für ihre Ehe te feiten. Daher wird dat keine Überraschung an te worden, dat al voor etliche Jahren ein Verhältnis mit einer anderen Frau gehad hat. Dat wir nicht ihre Schuld, aber dat Klima für Ehebruch wäre gemacht durch dem, dat sie beid aufgelangen wären von ihr Verhältnis. Krieg so als ein Mann sein Hort nur seine Frau in sein Heim drehen moet, so moet eine Frau dat lehren, auch datselfde te doen. Während der Ehemann eine höhere Priorität am Leben von einer Frau hat, als irgendwas wird, besieht Gott, moet sie die Zeit und Lebenskraft, wat arm für das ewige Port von ihrer Ehe trifft, beschützen. Gott seine Leisung für Auflenkung und Frühes zu finden, moet man die Wartelursachen davon finden. Folgend sind Wort von den Wartelursachen und Leisungen. Nummer 1. Ein aufgelangter Ehemann. So als ich in dit Buch al eher beschrieben habe, wie ich am Anfang von unserer Ehe auch ganz von Kern aufgelangen. Auch dann, als ich im Kirchendienst ging, hingen in meine 20 Jahren, war ich wahre verantwortliche Jahr von meiner Ehe und Familie aufgelangen. Wann das zweite Mal auch lang nicht so schwierig war als am Anfang von unserer Ehe, brachte doch schwierige Folgen mit sich in uns Verhältnis. Beidmal wir meine Aufgelangenheit eine große Herausforderung für Karen. Sie wird dort beigedonnen und getäuscht worden durch mein verdorbenes Verhalten. Aber in beiden Fällen antwortet sie so, dass es mir träge war und es steht, dass mir das wegjuch oder dass sie abkauft mit mir. Was sie dort wie eine wahre Spiegelung von Gottes Liebe für uns, was in diesem Schriftaufschnitt offenbart ist. Seid nicht hungrig nur Geld. Seid zufrieden mit was ihr haben. Gott hat gesagt, ich werde die nicht verloten, die nicht im Stich loten. So können wir im Vertrauen sagen, der Herr ist der mich hält, ich will mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir andauern? Hebräer 13, Vers 5 bis 6. Der Schreiber von Hebräer tröst uns, indem er uns an Gott sein Versprechen zu Israel im Alten Testament erinnert, dass er nicht verloten oder im Stich loten wird. Die Ursache für diese Tausend treu zu sein, wird zweimal mit einem negativen Ausdruck gesagt, während beide wir verschiedene wichtige Bedeutungen haben. Das erste Wort, verloten, bedeutet körperlich weichgehen oder tochloten. Aber das zweite Wort, im Stich loten, bedeutet nicht mehr was feilen oder drum geben und zum Fehlen verursachen. Gott sein Versprechen zu uns hat zwei Teile. Er wird uns körperlich keinmal tochloten oder sein Hort von uns weichdrehen. Beste Geworden darüber, dass Gott immer mit die sein wird und dass er seine Aufmerksamkeit niemals von die weichdrehen wird, ein Daunt wird du das? Die zweite Frage, wo mag die das feilen? Glaub nicht so. Die Erkenntnis, dass Gott immer mit uns sein wird und aufmerksam sein wird, über wo uns das geht, ist wunderbar tröstend. Dieselbe Verpflichtung, was Gott für uns hat, soll wir für unseren Ehepartner haben. Das erste Part ist, dass wir körperlich in einer Ehe bleiben wollen. Aber das zweite ist auch sehr wichtig. Wir müssen in unsere Gefälle auch fast bleiben. Als ich aufgelangen wird, hat Karen eine große Herausforderung. Wird sie mich verschmieden und das wird finden, um die Lage steht in ihr Leben zu erfüllen? Wird sie ein bütereheliches Verhältnis haben? Wird sie sich von mir scheiden und abgeben mit unserer Ehe? Karen wählt sich kein von diesen Möglichkeiten. Sie hält ihr Hort nur Gott in unserer Ehe gerecht und streitet dafür, mich zurück zu gewinnen. Erstens bet sie beständig und bleibt, dort Gott groß genug wie an mich zu ändern. Dort wird das wichtigste Ding, was sie deit, um unsere Ehe zu raten. Zweitens seht sie mir die Wahrheit und sie leitet mich beständig auf einen leibenden Weg weiten, dort ich von in die Kinder aufgelangen wir. Sei wir nicht da oder vereuert, aber sei wir klar und beständig. Drittens leibt sie mit eigene Hüs. Sie kann sich gleich gerechtfertigt haben, ihr Hort weich zu drehen und kalt und dull zu werden. Sie wird mich geschlechtlich haben können zu sie schieben, um mich zu strafen. Sie hat kon vereuert sein und Dinge verlangen und Grenzen setzen, aber sie deit nicht. Sie leibt mich und bleibt dabei, mich genau zu beweisen. Damit mögt sie eine Umgebung, wat mich trägt nur ertrag. Viele aufgelangene frühes Arbeiten gehen an, wann ihre Männer aufgelangen sind. Daher ist durch keiner, wat für die Ehe stritt. Wenn du das Problem auch nicht angefangen hast,
kannst du dat over zum einbringen, indem du den Hort terug naar deinen Ehemann dreist en du verfeitst, zijn Hort terug naar die te drehen. Tweitens, Mama zijn. Dat eerste Gesetz van de Ehe ist dat Gesetz van prioriteit. De Ehe moet aan eerste steed zijn, zoals worden onze partner übersichtig worden, über wat steed angenommen heeft. De Männer bekannter Fehler in diesem ist, dat sie ihre Arbeit über ihre Frühes stahlen. Für Frühes aber ist de weit bekannter Fehler die, dat sie ihre Kinder über ihre Männer stahlen. Volken doen Frühes dit als antwoord doorop dat ihre Männer ihre Horten von ihren Weg in nur Arbeit, Freund, Sport oder sonst wat gedreht haben. Aber manchmal passiert das bloß, wie ein Kinder verlangender sind oder sogar eine größere Erfüllung bringen. Ein Don't wat die Ursache, für eine Ehe ist das sehr schädlich, wenn eine Ehefrau ihre Abgabe als Mama höher acht als ihre Abgabe als Ehefrau. Bei sie den Schaden, was das an der Ehe deed, verletzt das Problem die Kinder auch. Das erste Problem ist, dass die Kinder abwachsen ohne ein rechtes Verständnis für was Ehe ist. Mamas, die müssen erkennen, dass du und dein Ehemann die stärkste Beispiele sind im Leben für ihre Kinder, ihn für erfolgreich zu machen. Wo wollen sie in der Ehe Erfolg haben, wenn sie ihn nicht wissen wo? Noch ein, Kinder sind für eine Zeit lang ihre Abgabe. Die sind für 18 Jahre oder so am Heim und dann sind die weg. Und wenn die erst weg sind, wollen sie unabhängig sein. Wenn die auch dich beiwohnen, wenn die erst von Tüß sind, sei je danach viel weniger mit ihren Taub als vorher. Wenn du deine Ehe verloren hast für deine Kinder, was ist die dann geblieben, wenn die erst von Tüß sind? Wenn da Schwierigkeiten oder Probleme in deiner Ehe sind, dreh dein Hort zurück nach deinen Ehemann und du dein Bestes, Dinge durchzuarbeiten. Deine Kinder, ihre Sicherheit hängt großenteils von der Gesundheit von deiner Ehe auf. Leer deine Kinder dort auch deine Ehe zu respektieren. Lot ihm nicht 24 Stunden am Tag und 7 Tage der Weg dabei, deine Zeit zu kontrollieren und deine Lebenskraft abzubrocken. Geef deine Kinder die Zeit und Lebenskraft, was nötig ist, aber jef deine Ehe den Bestes. Feit alles, was du kost, deine Ehe den ersten Platz zu geben. Drittens, Evaluat. Stress ist in unserer Gesellschaft ein gewaltiges Problem. Krankheiten, die von Stress kommen, sind die Nummer 1 Ursache von einem Doktor voren in vorgeschriebene Perlenbrücken. Männer, Frühes und Kinder sind gedreven und dort verursacht großen Schaden zu eigenen Familien. Einige Menschen haben mehr Geld als andere, aber jede einzelne Person hat 24 Stunden am Tag. Ein Frau ein erfolgreiches Leben zu leben, müssen wir lernen, unsere Zeit und Lebenskraft reich zu verteilen. Wir müssen lernen, unsere Zeit reich zu teilen, gleich so gut als das Geld. Wegen unsere Zeit und Lebenskraft begrenzt sind, müssen wir die wichtigsten Menschen das erste dort holen, was trifft, gleich so als mit das Geld. Wegen unsere Ehen wichtiger sind als unsere Kinder, unsere Arbeiten, unsere Freunde und so wieder, müssen wir die passende Zeit und Lebenskraft durchtragen passen, die Ehen von irgendwas oder irgendwem zu beschützen, was versichern wird, die Zeit und Lebenskraft davon wegzustehlen. Wenn du die Ewa angestrengt und Evaluat fällst, dann frag dich selbst diese Frage. Wo würde es schaffen, wenn ihr Zeit und Lebenskraft anzuwenden, so meine Gesundheit, mein seelischer Gesundheitszustand, meine Ehe und meine Familie zu beschützen? Zum Beispiel, wenn du eine befriedete Frau bist, was schafft, ist hier eine wichtige Frage. Fehlt dir das Geld von deiner Arbeit wirklich? Ist der enorm all den Stress wird, was dort für deinen Körper, deine Ehe und deine Familie verursacht? Wenn deine enorm auch weniger worden wird, wenn du abhirst, wird dein Leben nicht aber besser worden, sogar wenn je dann weniger Geld verbrucken können? Ich hier diese Sache mal. Wenn der Teufel nicht fertig kommen kann, die abzuholen, wird hinter die kommen und die Taubo sich schüben. Lot die nicht durch im Leben jagen. Nimm Kontrolle und knipst unwichtige Dinge durch. Viertens, unbeschränkte oder falsch dargestellte Verhältnisse. Für viele Frühes können Verhältnisse mit Freunden, Eltern oder anderen Familiengliedern wirkliche Drängungen für ihre Ehen waren. Wenn diese Verhältnisse in alle unsere Leben auch sehr nötig sind, müssen wir die über Gott ohne Absicht holen, zu versichern, dass die das Verhältnis mit unseren Partnern nicht übertreten. Beispiele von Dingen, was wirkliche Probleme in einer Ehe verursachen können, sind: zu viel Zeit am Phone sein, zu nur Verhältnisse haben mit einem Freund oder Familienglied,
wat dienen Partner op verschiedene wegen erzaat en tijd en levenskracht van hem weghält, en te veel tijd toebrengen bij de Eltern oder vriend ihre Hisa oder met iemand an dienem heim. Omdat een befriedet paar recht verbunden zijn en recht miteinander angehen kan, brauchen sie täglich tijd en levenskraft füreinander. Want dat andere er je feile ook weidoen kan, op voor dienen eigen, niet op voor anderen. Want je en jullie eigen problemen hebben, wat die verursacht haben, andere verhältnisse not te gaan, dan erlaubt dat niet, dat die verhältnisse die terughouden van dienen eigen man vlietig not te gaan en voor aan dat te zijn wat aan fehlt. De vierde soort van verdorvende Ehefrau, die van je feile gedrevene Frau. Eine gute Frau ist eine Kroon für ihren Mann, aber eine, die am Schauen macht, ist so als verfüllte Knorkes. Sprecher 12, Vers 4. Eine weise Frau baut ihr Haus, eine Schassel gebraucht ihr Haus mit ihrer eine Hängdol. Sprecher 14, Vers 1. Als Paulus Timotheus über die gefährliche Tiden warnt, wat an die letzte Tage über diese Welt kommen würden, seht ihr auch, wo abscheußlich Menschen waren würden. Eine Eigenschaft, wat Paulus von der letzte Tag abnannt, wie dat beise Männer so frühes für sich gewinnen, die mit Sünden beladen sind und sich in ihrer Schwachheit mit ihrer Last nicht rotweiten. 1. Timotheus 3, Vers 6. Wenn eine Frau einen schwachen Willen haft, bedeutet dort, dass sie nicht von ihrer eigenen Überzeugungen geleitet wird. Und es steht, wird sie von ihren Gefeilen oder die Kraft Raum geleitet, wird er Überzeugen dort zu tun, was sie tät. Diese Frau ist ein leichter Raub für den Diebel seine Lehres, und die Verführung wird von irgendwem, was von ihm schafft, angeboten wird. Sie ist einfach durchwegen verlassbar, wenn sie sich darauf ihre Gefeile aus auf die Wahrheit verlässt, um ihre Entscheidungen zu machen. Hast du noch beholen, dass Gott Adam und Eva im Garten Eden gebaut, nicht von der Frucht von dem Baum von der Erkenntnis von Gut und Schlecht zu eten? Wer in Eifer sich nicht an die Wahrheit von dat Gebot schlammert, kann so dann all durch ihre Gefeile hantieren, so ist dort wohl in ihrer Überzeugung, dass Gott seine wird nicht wahr wären und dass es gut sein wird von der Frucht zu eten. Als Eifer diese treistende, selbsterhebende Wert vom Diebel hier und die lockende Scheinheit von der Frucht sagt, sehen ihre Gefeile an, dass es recht sein wird von der Frucht zu eten, indem dass sie Gott seine ewige Werte sieht schmeit und ihren Glauben auf ihre Gefeile sagt, mögt sie einen schrecklichen Fehler. Wer in einfach nur handelt, aus ihre tägliche menschliche Gefeile erlaubten und nicht nur aus Gott gesagt hat, kriegt sie an ihr eigenes Leben, an ihre Ehe, an ihre Kinder ihre Lebens und auch an alle ihre Nachkommen ihre Lebens verdorben werden. Wat für ein gewaltig hoher Preis zu tollen dafür, dort man det, wo einer sich nur feilt. Wenn die Feile auch manchmal gut und halbvoll sind die ganz unzuverlässig, um unsere Hauptrechnung davon zu nehmen. Wenn wir unsere Feile erlauben, uns verholen zu sein, leben wir auf einen Rollercoaster, wo es ab und rauf geht, in dem wir lernen, eine ständige Unsicherheit und durcheinander zu leben. Die Antwort für das Problem ist dort tun, was recht ist, und dort, was unsere Feile sagen. Gefeile sind eine feine Kabüse, aber ein sehr schlechter Triebmotor. Die mögen wirklich sein, aber dort bedeutet nicht, dass die recht sind. Viele sehr starke Gefeile sind sehr recht. Mag Gottes Wort zu dienen Motor, was deine Worte nur trifft, und du wirst anbohren, dass recht die Gefeile lauter fallen worden. Als eine Fall von weidonene, verbiesterte frühes Rot geben, durch viele Jahren sehe ich angeworden, dass von Gefeile gedreven worden ein großes Problem ist in Ehen. Für viele früher ist das so, dass ihre Ängste und Gefeile alles versahen, was sie in ihre Lebens und Ehen donen. Wenn sie auch lesen und hören, was die Bibel sagt, dass sie donen sollen, gehorchen sie Gottes Wort nicht, werden ihre Gefeile und anders leiden. Am frühesten zu lehren, uit die Gewohnheit von einem schwachen Willen zu haben und von der Gefeile gedreven zu worden, rauszukommen, mochten sie gewahr worden, was die Hauptdinge sind, was das Problem verursachen. Dann mochten sie die neue Entscheidung machen, in rechte Doten daunen am Fried zu worden. Hier sind etliche von den größten Ursachen von Gefeile gedreven zu worden. Nummer 1. Unglauben. Aber ohne Glauben ist dort allmählich Gott gefallen. Wer nur Gott kommen will, muss bleiben, dort er ist, und dort die belohnt, die am ernstlich segen. Hebräer 11, Vers 6. Die früh ohne Glauben ist unwillig, Gott beim Wort zu nehmen. Und es steht zu glauben, dass Gott treu sein wird und daunen, was sagt, sagt sie mehr auf ihre Gefeile. Und es steht auf seine ewige Werte stonen, handelt sie nur ihre tägliche Gefeile. Unglauben ist nicht ein Problem, das ist eine Sünde.
Die lees ook als Buße daunen en am Gehorsam zu Gott sein Wort te handelen. Dat het lang nicht so viel uit, wat man über Gott oder sein Wort feilt. Dat einzige wat uitdeed, als wat einer deed. Ein daunt wat die für je feile hast, seht Gott in je Gehorsam. Lot die je feile nicht die Kontrolle haben über die, en fang an dienen willen dich Glauben te uiven. Wanneer die dat deest, wirst du in dien leven en in je eigen grote verbeteringen zijn. Tweitens, nicht genug Disziplin. Einige Menschen haben Freiheit gegen de anderen gehad, wat het niemals haben bemusst wat te doen en keinmal reich beleerd. Dat nicht disziplinierte en volken bromsche kind, leert dat te doen, wo sich het nog feilt, en dan wat reich du da klug weer. De früh wat ohne persoonlijke Disziplin abgetrokken is, soll dat verstonen, dat wanneer ihre Eltern auch nicht für Ungehorsam bestraft und für ihre Toten verantwortlich geholen haben, Gott wird aber. So als ich einen Mann sagen hier, meine Eltern schachten mich keinmal, aber als ich abwas, jeft dat Leben mich gar nicht schacht. Leer dat nu, die selbst zu disziplinieren, en stel wat rechtlijns in din Leben nennen. De grootste rechtlinie ist dat Wort Gottes. Indem du versuchst zu tun, was Gott sagt, wird die deine Fehler vergeben, indem du das lehrst zu überwinden. Jef nicht ab. Gott leift die. Wird dir die Kraft geben, Erfolg zu haben, indem du arm siehst und am seine Not betest. Drittens, Täuschung, falsche Information. Jesus redet vom Satan als ein Lehrer und der Vater über alle Lehrers. Johannes 8, Vers 44. Satan versteht het besonders gut, an seine Gedanken mit so viel falsche Information abzufällen als möglich, Oja, Angst, Misswillen, gegen Onzinnen en andere negatieve Gefühle zu verursachen. Gott sein Wort ist das Gegenteil. Wenn wir Gott sein Wort lesen, fällt dort unseren Sinn ab mit Wahrheit, was durchschafft. Seine Wahrheiten sind Wert von Weisheit, was unsere Probleme lösen und unser Leben scheinen produktiv machen. Ein Daunt wer die Rot jaft, was gegen Gott sein Wort ist, glaubt nicht. So als 2. Korinther Kapitel 10 uns lehrt, bring alle Gedanken in Gehorsam unter Christus en maak sicher, dat het met zijn woord toepstemt. Behold dat jeder Gedanken, wat du nicht gefangen nimmst en zum Gehorsam unter Gottes Wort bringst, wordt die gefangen nemen. Diene Ehe is veel te wertvoll, om die van Satan seine met zakken bestreden leien verdorven te laten. Brok de Bibel om uit te vinden wat wirklich die Wahrheit is, en die Wahrhaftigkeit en Erfolg als Lohn vinden. Ich hoop dat dit Kapitel om 4 Sorten van verdorvende Ehefrühers die irgendwo geholpen heeft. Zoals ik am Anfang van Kapitel seht, is meine Aufsicht, wieder von Heilung en Unrecht mitzuteilen. Ich hoop du hast dort gekregen, durch wat du gelesen hast. Behold dat ook, Gott is krijgt nu met die. Hij is door, om machtig in deinem Leben te arbeiten, wann du an doen anlaatst. Dat het nicht uit, wo schlimm deine Probleme sind, oder wie lang du die gehad hast. Dat eens je denkt, wat uitdeed, is Gott seine grote Kraft en Leib voor ons. Bloß Gott kann en wordt einen verdorvenen Ehemann oder eine verdorvene Ehefrau nemen en arm en ein Gefäß von Leib en Ehe verwandeln. Lot Gott vandaag toetritt haben zu alle Aufteilungen in deinem Leben. Indem du dat denkst, wordt hij dein Leben op nie en gewalt gewee heilen en wiederherstellen. De Fall wordt zijn, dat die Frauen en gesunder zijn wordt en eine stärkere, wachsende Ehe. Dankzij voor dat Bürgharchen Ehe op einen Stein. Ik wens dat dit would een hulp zijn voor die en de hoopning te een sterkere Ehe bouwen.